Schön Konklusion mal vier wäsch mir hun einstimmig beschloss gegen die Steuerreform zu stimmen, wie sie als vier gelöscht wird. Natürlich beinhaltet die Reform Elemente, und das ist oft so bei ganz großen Texten, die ganz viele Bereiche touchieren, mit denen man ganz gut könnte leben und die man zum Teil zu begrüßen. Du hast zum Beispiel die Tranchen, die gestreckt gehen, Zwischensätze, die angefordert gehen, wo bis von 8 auf 10, von 10 auf 12% geklommen ist, wo lo Zwischensätze gemerkt in 8, 9, 10, 11, 12, das heißt Progression, den berühmten Mittelstandsbockel, den weggefeilt wird, das ist ein ganz gut Sache. Der Benefiz agricole, dat den ernstlich besteuert wird, das ist eine Mesure, die gefordert gehen ist von den konzernierten Leitern, die wir auch ganz gut fanden. Die 0,5% Equilibrärsteuer, die Gambia angefordert wird, direkt am Anfang, das heißt 0,5% auf sämtliche Revenu vom 1. Euro. Und da wären wir dagegen. Es wäre also total unlogisch, nicht froh zu sein, dass etwas aufgeschärft wird, wo wir dagegen wären. Das ist also ein gute Sache, dass das verschwindet. Das ist natürlich eine Frechheit für die Intelligenz vom Wähler, wenn die drei führenden politischen Parteien das probieren zu verkaufen, als die hat mehr an Portemonnaie. Nein, die Leute kriegen das zurück an die Portemonnaie, was sie für uns 2 Jahre geholt haben. Das ist einfach ein Fakt, den ich muss sagen. Andere Mesuren an dem ganzen Pack fanden wir nicht so gut, fanden wir zum Teil schlecht oder gehen nicht weit genug. Das ist der Fall bei den Wittleit, bei den Monoparentaux, wo wir eine größere Unterstützung erwähnt hätten von denen Kategorien. Das ist zum Beispiel der Fall, ich habe einfach ein paar Sachen rausgegriffen. Bausperrverträge, die ich kann aufsetzen, wie der wisst, dass die Spuren suchen, en vue für zu bauen. Da hat die Regierung ja beschlossen, dass Leute in 40 Jahren doppelt so viel können aufsetzen wie bislo. Das für uns schlicht und ergreifend A, eine Altersdiskrimination, a B, asozial. Wenn ich nicht genug verdienen, mit 20 Jahren für einen Bausperrvertrag aufzuschließen, für den das Jahr können aufzusetzen. Mit der Dana, dass ich muss aufschließen, ich muss allmond bezahlen. Ganz viele Leute haben eben die Revenuen, wo sich den Luxus von Bausperrverträgen können leisten, eben noch nicht an jungen Jahren, an besonders mehr modest Paien, Klammenrecht, mehr später an 30 Jahren oder eben gerade an 40 Jahren, gerade denen Leute nicht die Dürbel Aufsatzpaket zu gehen, als ganz bestimmt nicht sozial. Ein anderes Beispiel sind die 5.000 Euro Abattement für voll elektrisch oder wasserstoffbetriebene Autos. Auch das als ein Gimmick, wo früher immer geschwärzt von der Rouge Caviar, bei heute als le Caviar Vert. Weil wir kann sich, was für normale Bürger, kann sich schon ein voll elektrisch oder wasserstoffgetriebenen Auto leisten, die an denen Einkommenskategorien sind, die die Stadt können leisten, weil die kriegen dann nur 5.000 Euro Kado gemacht, die anderen fuhren dafür mit dem Tram. Was wir auch ganz stark kritisieren als Penalisation, le tout judiciaire. Die Regierung hat, das haben wir schon ganz oft kritisiert, da ganz viele Gesetze. Geht hin, möchte, wir hatten zum Beispiel Gesetz bei den Bauern über Pestiziden, wo 10 verschiedene Administrationen können nur Hausdurchsuchungen machen, wo Strophen draufstehen, die extrem hoch gehen. Das heißt, den Pouvoir vom Judiciaire geht immer mehr groß. Police wird entretemps kontrolliert von der Justiz, der Geheimdienst wird kontrolliert von der Justiz, der Einzige, der nicht kontrolliert wird als Justiz. Und das kann für uns nicht Sinn, dass es Pouvoir am Staat gibt, so unabhängig wie den noch soll können funktionieren. Den keinerlei Kontrollen erhält wird, an den dann auch an diesem Text zusätzlich Pouvoir kriegt. In Zukunft wird eine neue Infraktion angefordert, laut dem Text, nämlich die von der Fraude fiscale aggravé, wenn ich als ein Fraude fiscal aggravé, weil das dann, wenn ich mehr wie 25% von meinem Impôt annuellement due oder mehr wie 10.000 Euro, also bei über 10.000 Euro oder insgesamt 200.000 Euro eludiert tun, da kommen dann lo Prisonstrophen. Eludiert, nicht Escroquerie, nicht wie bislo, Escroquerie fiscal war ja schon eine Infraktion. Wenn ich Fälschungen mehr, Falschfaktusnummern, eine Mise en scène, und das ist auch gut so, das soll ja auch penal sein. Wir schwätzen mal von
engem Oubli. Zum Beispiel, ich weiß nicht, dass ich ein Plus-Value immobilier zu bezahlen habe in Immöbel. Ich habe die Annex nicht ausgefüllt. Und dann habe ich ganz sicher, ob den dort säuen. Da sind ich dann bei Prisonstrophe von engem Monat bis 3 Jahre an Strophe von 25.000 bis 6 Mal die eludiert Steuern. Das sind also extrem heftige Strophen für etwas, was eventuell kann etwas sein, was intentionell ist, am Sinn, dass ich etwas nicht deklariert habe, was ich hätte müssen deklarieren, aber was ich vielleicht nicht wusste. Und ich weiß nicht, wie bei EJAS, ich denke, bei den allermeisten Bürger hier am Land, so einfach um 90% wissen nicht so genau an Kategorien, was muss ich gehen, wie muss ich da gehen. Ganz viele Leute, die mehr reich sind, können dann Gott sei Dank auf Expert-Kontabeln zurückgreifen, mehr andere eben nicht. Und ich denke, du hast mehr wie ein Mensch hier am Land, den du an de Penale gerät, ohne dass es fundamental einen schlechten Mensch ist. Dann ein letzter Punkt, dass das an Zukunft Dirigent d'Entreprise sollen responsabel, sie persönlich responsabel für TVA, die nicht aufgeliefert gouf. Natürlich kann ich argumentieren, also die TVA wird schon rekordiert vom Geschäftsmann von der Firma für den Staat. Das sind nicht Singsuchen, das sind im Staatsingsuchen, und dann möchte ich Deklaration allem, und dann muss dann eben, wenn der mehr TVA angeholt wird, wie ihn ausgehen wird, die aufhören. Bislang wäre es so, zum Beispiel bei der Lohnsteuer, hat die Abgabenordnung eine schuldhafte Verletzung gefroht. Das heißt, dass in der Express gemacht hat. Fakt ist so, dass Firmen, die ja Schwierigkeiten kommen, kurz vor einer Feind sind, haben eben nicht mehr den Cashflow für die TVA können aufzuliefern. Aber all Feind. Ich will auch keine Zahlen nennen, weil das für eine Statistik erfahren. Mir ist meine Experienz, ich hatte 300 Feinden, wo ich gehört habe, gebe ich so, 90% von den Firmen, die Feind machen, haben TVA-Schuld. Die ist dann an Zukunft, wenn den Text so durchgeht, Bockel vom Gérant, vom Administrateur, das heißt die Responsabilität limitée, die vier gegaukelt wird, den Jungen. Trau dich mehr, eine Firma, ein Euro SRL, die ist nicht da. Du hast an Zukunft mit den Vermögen, mit den Privatvermögen, auch für TVA, genau wie bislang wäre bei den Steuern, und das schuldhaft will sie auch bei den Steuern rausholen, und dann warst du auch für die Steuern von der Firma responsabel. Nicht mehr spät wie heute Morgen, haben wir an der Sous-Kommission Juridik über Verhältnisgesetz diskutiert. Und da will Gambia abfeiern eine neue Infraktion, eine Faute de Gestion, wo an Zukunft den Dirigent, der Gérant, der Administrateur kann haftbar gemacht gehen für den Passiv von der Faillite, wenn eine Faute de Gestion begangen wird. Und da so einfach das wie am Football. Wenn du das Video guckst vom Match, kannst du immer so, wenn den 2 Meter minoriert gelaufen hätten, den Ball gekriegt hätten, den Goal können schießen. Aber genauso als bei einer Faute de Gestion. Das ist nur immer einfach. Für einen durchzusetzen, dass du so, was hat der falsch gemacht, für was ist den Feind gegangen, und hat eine schlechte Kach, und hat die schlecht Lehre, nicht zu viel Leute bezahlt, was ist eine Faute de Gestion. Das Tote geht alles in eine Richtung. Und ich meine, wir sind auch Partei von den Selbstständigen, von den Geschäftsleuten, von den Bauern, wo den Entrepreneur geht, näher gemerkt von dieser Koalition, das will man nicht. Ja. Ein anderer Punkt, wo auch nach zu weit geht, die Steuerreform, das ist schon meine Konklusion noch, das ist Friede Domestizität, die kann noch mehr aufsetzen. An einer Sache, mir geht einfach, dass es cibliert das, ob Leute mit hohen Revenu, sie ist nicht cibliert, ob die Leute die Unterstützung bräuchten, was ganz oft Leute sind, die keine Steuern bezahlen, aber wo anstatt Abattements, und das ist eine Forderung, die der ja schon seit ich dabei soll, schon seit ewig 10 Jahren hier, das Abattement soll ersetzt gehen durch Kreditdepot. Insgesamt am Park. Wie gesagt, Einzelsache ganz gut, mit in Globo ist es einfach unseriös. Wir haben eine extrem gute wirtschaftliche Situation. Croissance 6,5%. An der extrem guten Situation, für die die Regierung nicht kann, die der Regierung an der Schoß gefallen ist, muss 1 Milliarde Lehne gehen für das Budget an den Equilibre zu kriegen. 1 Milliarde, wie die Gast immer ganz richtig sieht, die nicht remboursiert wird, wo man nicht mehr Zinsen bezahlen. Aber wenn sie erfahren, gehen wir so Lehne für den Kredit zu remboursieren, das heißt ein Schneeball
den sich immer mehr opläst. An einer Situation, wo der Staat muss 1 Milliarde Lehne go für sein Budget, an einer wirtschaftlich guter Situation, an Equiliber zu kreieren, fand mir absolut unverantwortlich, für eine Steuermesure insgesamt zu holen, die weit über 500 Millionen Mindereinnahmen pro Jahr ausmachen. Das ist nicht seriös, das ist nicht nachhaltig, damit können wir absolut nicht d'accord sein. An dafür wird ein Konvent als schon parlamentär einstimmig beschlossen, dass man als Partei gegen den dortigen Reform stimmen.